Herzlich willkommen zum zweiten Stream von heute. Es ist eine Einführung ins Hula Hoop. Hula Hoop mit dem Fitnessreifen hat nichts mit dem Hula Hoop zu tun, mit diesen leichten Kinderreifen. Also fürs Hulern brauchst du einen Fitnessreifen, der mindestens 1,5 Kilo ist und wo von einer einigermaßen gute Qualität sollte sein, damit der nicht allzu fest durchhängt. Je mehr er durchhängt, desto mühsamer wird es zum Hulern. Die ich empfehle und die ich auch verlinkt habe, haben so ein bisschen wie einen Moosgummi rundherum. Das tut es dann so ein bisschen weicher machen. Es gibt auch Härte, wie der zum Beispiel, wo außen wirklich ein Härtplastik ist und auch innen viel härter sind. Die empfehlen sich wirklich erst, wenn man fortgeschritten ist und wenn man alleine trainieren will, nicht in der Gruppe. Weil wir drehen die Zeiten in der Gruppe und der hat da zum Beispiel jetzt so Lamellen, wo es einfacher ist, wenn man in die Richtung von der Lamellen hulert und schwieriger ist, wenn man gegen die Lamellen hulert. Und in der Gruppe ist das mühsam, weil man dann quasi immer wieder aussteigen aus dem Reifen und kehren. Und der tönt natürlich auch viel lauter, wenn er runterfällt am Anfang oder wenn er irgendwo bei einem Möbel oder so ankommt, bei der Wand, ist das mit dem harten Plastik. Gibt es ein bisschen mehr Schäden wie mit dem. Also, der hat meistens um die 8 Elemente. Und da sollte man alle 3 tun. Die haben da so einen Klick-Dings, wo man kann draufdrücken auf das Zeichen und dann den Reifen zusammenschieben. Das muss einklicken. Am Anfang wirklich schauen, dass es eingeklickt ist, sonst fliegt das Zeug dann plötzlich in der Stube umeinander. Und eben, wie gesagt, alle Teile rein tun. Man hat so das Gefühl, wenn er kleiner ist, ist es einfacher. Dem ist nicht so. Also, der hat etwa 1 Meter Durchmesser mit allen Teilen drin. Etwa 1,2 Kilo, wenn man so eine normale Statur hat. Wenn man klein und zierlich ist, kann man weniger. Wenn man sehr gross ist oder ein bisschen voluminöser, dann kann man mit 1,5 oder so anfangen. Aber 1,2 Kilo ist eigentlich tipptopp. Dann, um sich das vorstellen, geht es am besten, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr in der Mitte quasi wie ein Holzstab sind. Also ein stabiles Zentrum und der Reifen dreht sich um euch herum. Und je stabiler das die Mitte ist, desto besser dreht der Reifen. Also es ist eine kleine Bewegung, die man macht, um quasi den Reifen so ein bisschen anzukicken und eben nicht die grosse Hula-Hoop-Bewegung. Es geht wirklich darum, dass man diesen Bereich, da unten sind Beckenknochen, da oben sind Trippel, zwischen denen ist es weich, da haben wir Muskulatur, dass da Muskulatur angespannt ist. Verbindung, Rippli, Becken ist rundum aktiv. Wenn die aktiv ist, ist auch der Beckenboden aktiv und ihr habt da wirklich ein Muskelkorsett eigentlich und auf dem Muskelkorsett dreht sich der Reifen. Je stabiler das ist, desto einfacher dreht der Reifen. Wenn ihr merkt, im Training, das wird am Anfang sehr schnell sein, dass ihr die Verbindung da verliert, das Bauchmuskel nicht mehr hebt oder nicht mehr mögt heben, dann ist das Zeichen zum Aufhören. Weil, wenn der Reifen vorne drüber geht und die Bauchmuskeln heben nicht, drückt es euch den Reifen so ein bisschen im Bauchraum. Durch den Druck nach innen gibt es quasi eine Volumenverschiebung und es gibt Druck nach oben auf den Beckenboden. Und das wollen wir ja vermeiden. Also dann aufhören. Ihr werdet auch am Anfang wahrscheinlich blaue Flecken bekommen. Das ist ganz normal. Dann auch einfach aufhören, Pause machen, bis die weg sind und wieder anfangen, also minutenweise immer ein bisschen steigern.
Es braucht ein Weile, bis es so läuft. Das ist eine Übungssache. Das soll euch nicht stressen. Es ist am Anfang, auch wenn ihr x-mal runterfällt, ihr müsst euch bucken und den Reifen wieder auf, lupfen. Und das ist ein wunderbares Bein- und Po-Training eigentlich. Also, ihr habt am Anfang mehr Bein und Po. Je länger das oben ist, desto mehr haben wir Bauchmuskeln und Beckenboden, die automatisch auch mitschaffen. Und es ist mega cool. Es ist auch fürs Hirn. Das sind neue Verknüpfungen, neue Synapsen, Synapsen, die sich neu kurzschliessen. Also es ist ein geniales Training auch fürs Hirn, für eure Koordination. Und es macht riesen Spass, wenn man auch merkt, dass es plötzlich geht. Wir sind jetzt, also die Ersten, die wir angefangen haben, wir sind jetzt 2 Jahre dran, haben alle mega Freude, was wir jetzt schon können. Wir können drehen, wir können laufen, vorwärts, rückwärts, seitwärts, auf einem Bein schon fast. Also es wird dann wirklich ein cooles Training. Aber wir fangen jetzt mit einem Anfänger-Einsteiger-Training an, damit ihr das ein bisschen üben könnt, die wollen. Und wenn ihr den Reifen dann einigermaßen oben behalten könnt, dann könnt ihr auch ins Gruppentraining zum Beispiel mitkommen. Okay, wie immer mit Musik. Latin eignet sich sehr gut. Wir machen jetzt kein grosses Aufwärmen. Es ist jetzt ja mehr als Angewöhnen an Reifen. Und stehst in den Reifen, nimmst ihn hinten an den Rücken. Stehst breit und tust einfach mal eine lange Wirbelsäule machen. Drückst sie Richtung Decke und der Reifen im Kontakt am Rücken. Gewichte so ein bisschen verlagern. Lange Vorderseite, Hals. Schultern tief, Brust raus. Zum Starten geht die Hand dann bis an die Taille. Stehen bleiben. Starten auf die beste Seite, also mit der rechten Hand. Ausholen und über bis zu der Taille wieder heben. Ausholen. Anstoßen. Und du musst gar nichts machen, außer die Spannung im Zentrum. Er bewegt sich von allein. Bauchnabel leicht reinnehmen. Kraftvoll anstoßen. Hand geht bis an die Taille. Und wir wechseln die Seite. Ausholen. Und Hand in der Taille anstoßen. Ausatmen. Bei dir wird noch nicht so viel mal rundherum. Das wäre so Level 1. Dass du den Reifen gut anstoßen und dann ein paar Mal von alleine durchgehen. Noch 2 Mal. Gut. Bitte. Bauch loslassen. Nimm den Reifen auf die Schultern. Schultern locker, lange Fuß. Wir haben 2 Beinpositionen am Anfang. Breit und hüftbreit. Zwischen den Füßen Platz für einen dritten Fuß. Reifen wieder über den Rücken nehmen. Wieder mit der besseren Hand anfangen. Ein paar Mal hin und her. Und starten. Und jetzt kannst du gerade noch die Seite wechseln. Einmal rechts, einmal links rum.
Lader Zeit, ausatmen beim Starten. Los jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adulto sabemos Genau. bien lo que vamos a hacer. Jede Seite noch einmal. Gut. Dann stehen wir wieder bereit. Nimmst den Reifen nochmal auf die Schultern, es gibt eine Brustöffnung, Schultern zurück. Wir gehen tief. Wir geben den Bauchmuskel kurz Pause. Tief. Und auf. Bein. Und tief. Und tief. Und tief. 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 Noch 4. Noch 3. Noch 2. Mitte. Tiefneigen, Fingerspitzen gehen zum Bein. Mitte, Becken bleibt in der Mitte. Nur die Wirbelsäule neigt sich auf die Seite. Noch 4. 3. 2. Mitte. Schultern tief, lange Vorderseite. Jetzt geht das Becken nach rechts. Nach links. Schultern sind fit. Genau. Mach dich lang vorne. 4. 3. 2. Mitte. Reifen wieder über den Kopf nehmen. An den Rücken. Wieder guten Kontakt hinein. Auf die bessere Seite starten. Du startest wieder genau wie vorher. Hand zu der Taille. Und jetzt gehst du so ein bisschen amix noch einen kleinen Zwack. Entweder her oder vor und zurück. Stell dir vor, du bist der Stab in der Mitte, stabil Zentrum, der Reifen reißt um dich. Genau, wenn er jetzt runtergeht, ist es ganz normal. Haltest an, nimmst ihn auf und startest wieder sauber auf die gute oder die bessere Seite. Der Start ist dann so. Dann hast du schon mal ein paar Umdrehungen gratis. Spannung, Verbindung, Rippli, Becken. Ein bisschen vor. Vor und zurück. Oder hin und her. Nur eine kleine Bewegung. Du übst es ein paar Mal. Lass dir Zeit. Braucht es Weile, bis im Hirn die Verknüpfungen wirklich zuverlässig sich schalten, damit die Bewegung geht. Enamorarme de alguien con la que sufrí, otro hombre le servía. Okay, du übst jetzt weiter. Und wenn dann in ein paar Wochen so ein bisschen fortgeschritten bist, dann kannst du es laufen lassen. Richtig geniessen. Spannung halten. Haltung. Probier hier und her und vor und zurück im Wechsel. Arm kannst du senken. Kannst öffnen. Oder du kannst ein Krönchen machen, dann hast du automatisch eine lange Vorderseite. Wie du willst.
am Anfang. Como si fuera un boomerang que viene y se va. No sé si fueron los besos, pero sé que Richtig schön im Slow kommen, wenn es dann mal funktioniert. fue así, me enamoré de ti. No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Y se me ocurrió, sí sé, que nunca podré tenerte, yeah. Fuiste la forma más triste y la más bonita de la vida para decirme que Dann kannst du, wenn das gut geht, aus Beinposition wechseln. Dann breit du bist, machst du schmal. Wenn du schmal bist, machst du breit. Spannung behalten, Bauchnabel reinnehmen, Verbindung Rippli, Becken, aktiv. como si fuera un boomerang que viene y se va. Así que Bis du das so lange jetzt kannst, geht ein paar Wochen. Also lass dich nicht stressen. viene y se va. No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Que ya se siempre fue así, me Es braucht auch Kraft und Dauer, dass du die Spannung so kannst heben. Wenn der Bauch loslässt, wenn die Haltung drunter wird, dann geht er automatisch runter. Geht nur mit einer langen Haltung, mit einer langen Wirbelsäule, mit einer aufgerichteten Haltung und einem Minimum an Spannung im Zentrum. Okay, wir nehmen den Reifen hinten. Häppchen zwischen zwei Elementen. Bauchmuskeln haben wieder Pause. Breit stehen. Arme richtig decken mit dem Reifen. Becher zeigen nach außen. Tief gehen, der Reifen geht hinten runter. Ab. Und tief. Und tief. tristeza, baby, me dolió. Que eso no era así, Noch 4. Soñé que me querías, Noch 3. pero me desperté. Noch 2. Labios y tus manos, Drinnen bleiben. Kleine. soñé que me amabas, pero no era así. Noch 4. 3. Porque no era para Und raufkommen. Arme richtig dick. mi fiel amando, amar sufriendo y sufrir. Heb den Reifen in der Mitte. Esa hora no voy a sufrir, yo merezco Ellenbogen más, ya no lloro, neben den Kopf. pero para Hinten runter. Ellenbogen zeigen nach vorne. Arm strecken. Ab. Und auf. Hintere Oberarm. Schwabbelmuskel. secretos, como me pide que te tenga respeto. Me ha fallado para no fallarte a ti. Y ahora me pide que lo hablemos discreto. Noch 4. Ya que lo pienso, no fue reconocerte. Era pensar que era diferente. Me ha 2. fallado para no fallarte a ti. Da oben bleiben. Ha sido suficiente. Linke Hand lösen. Rechte Arm und den Reifen auf die Füße. Durch. Und den Körper. Jetzt machst du die Beine. Lass den Reifen rundherum kommen. Richtig wechseln. Das ist Koordination. Duro me dio, y yo muriendo de tristeza, baby. Eine noch. Que te metiera en mi cabeza y en mi Richtig corazón. wechseln. Pero ya es hora que te vayas, que el ausente nunca falla. No, no. Soñé que me querías, Eine noch. pero me desperté. Richtig wechseln. Sabor de tus labios y tus manos. Weiche Mitte. Pause für den Bauch. Soñé que me amabas, pero no era así. Entiendo que fue un sueño, Verlegt. no era para mí. Genau. Vorne anhalten. Wieder in den Reifen rein. Aufnehmen. Hinten an den Rücken. Und wir üben nochmal eine Runde. Haltung.
Lange Vorderseite, Verbindung Rippli-Becken. Schultern tief, Scheitel Richtung Decke. Gemütlich anfangen, den Reifen gut spüren am Rücken. Und auf die schlechtere Seite starten. Hopp. Genau. Wenn es geht, nimmst du den Schwung gerade mit. Quiero volverme viejito contigo a los 60. Solo contigo, bebé. Solo contigo, bebé. Que ponga nuestra canción. Wenn er runtergeht, lässt ihn wieder auf, sortierst dich, büschelst dich schön an und startest wieder. Lange Vorderseite, Arm kannst du verschränken. Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces. Alguien que te Genau, hab Geduld mit dir, üb. Am Anfang ist es mega anstrengend. Und mit der Zeit wird es immer einfacher. Genau. Wenn es gut geht, in deiner gewählten Beinposition, tust du sie wechseln. Schmaler Stand. Oder breiter, wenn du schmal gestanden bist. Nachher im Training spielen wir mit diesen Positionen, aber jetzt kannst du einfach das noch üben. Und du gehst leicht vor und zurück oder hin und her, findest deinen Weg, wie es für dich am Anfang am besten geht. Atmen nicht vergessen. Dios sabe cuando te veo, que ese sentimiento no se compara a nada. Ay, como extraño tus besos y me arrepiento que mentí, ya no hay nada. Genau, super. Alltag immer dran denken. Lange Vorderseite, das Korsett um den Rumpf ist angespannt. Beckenboden macht mit. Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer. Yo más de una vez me tuve el ayer, el trasnocho del amanecer. Que ponga nuestra canción. Wir machen noch das Stück fertig. Du übst in deinem Tempo. Spucken, Reifen aufnehmen. Sauber starten. Der Start ist das Wichtigste. Und dann geht es am Anfang vielleicht zweimal rundum und dann dreimal. Mucho rumor, mucha gente que comenta. Yeah, yo sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta. Quiero volverme viejito contigo a los 60. Solo contigo, bebé. Solo contigo, bebé. Sehr gut. Anhalten, den Reifen heben. Genau. Über die Schultern nehmen. Gib nochmal eine streckige Dehne. Auf das rechte Bein. Und durch auf das linke. Hopp. Und hopp. Hopp. Llévame contigo hasta las nubes. Mientras bajando la vibra sube. Dime qué vamos a hacer. Dime qué vamos a hacer. Noch zwei. Oye papi, más cerquita, nada de pena. Rechts bleiben. Auf der linken Zeche. Nochmal Spannung im Zentrum und das Bein geht am Reifen entlang durch. Und noch. Und noch. Stabile Mitte. Gleich noch atmen. Noch zwei. Und auf die andere Seite. Lange Vorderseite, Schultern tief. Beine ablupfen. Ab. Auf.
hacemos el weekend, baby, para que me certifiques. Tú eres mi Shakira y siempre seré tu pique. Noch zwei. Para que en el gran publiques, pa' que los otros se les complique, baby. Und abstehen. Knie lösen, Becken kreisen, Mitte loslassen. Weiche Mitte. Bauch entspannen, Beckenboden entspannen. Richtig wechseln. Mitte. Wirbel um Wirbel tief gehen. Knie aufs Brustbein. Vorne aber den Reifen mitnehmen, den Reifen am Boden legen. Knie beugen, abstützen auf den Oberschenkel. Wirbelsäule durchbewegen. Noch 4. 3. El tiempo que Zwei. ni lo vamos a contar. Wirbel um Wirbel raufkommen. Kreuzbein aufstellen. Solo dime que Aufrichten. Rechte Arm kreisen von vorne nach hinten. Links. Lange vor der Seite. Je noch 2. Und den rechten Vorfuß auf den Reifen stellen. Einen Schritt drüber. Am Anfang schaffst du auch noch viel zu fest mit den Füßen. Beide Waden, Achillessehne. Genau, Ferse im Boden drücken. Lange Vorderseite. Arm Richtung Deckung. Aufschauen. Dann nochmal eine Strecke. Und auf. Lösen. Bein wechseln. Vorfuß auf den Reifen. Einen Schritt drüber. Fersen im Boden. Und auf. Ab. Und auf. Und ab. Zurück in die Mitte. Gut auf beide Füße. Einatmen. Und auf. Oben bleiben. Lang machen. Hier. 4. Arme öffnen. Hinein fassen. Abziehen, Brustbein streichen. Lösen. Schultern kreisen. Und viel Spaß beim Üben wünsche ich dir. Heb den durch, Spannung halten. Sobald du die Spannung verlierst, funktioniert es nicht mehr so gut. Dann machst du Pause. Langsam steigern. Und dann kommt das gut. Super. Wenn du dich an den Reifen ein bisschen gewöhnt hast und wenn du das Gefühl hast, es frustriert dich dann nicht in der Gruppe, wenn die anderen alle loslegen, dann bist du auch herzlich willkommen in der Gruppe. Und sonst hat auf der Webseite hat's auch noch ein 50-Minuten-Training, wo, glaube ich, nicht so schwierig ist. Und sonst mache ich dann noch ein Anfängertraining.